Wir sind Jugend vom ADR und die Jugend, das bei uns eigentlich noch immer gehen, das ist das am Laufe vom letzten Jahr aus der viel mehr konkret gehen. Das wie überall geht darüber und rauf, weil wir also mal zusammengeschlossen sind wir zu einem Komitee von 13 Leuten. Alle probieren wir das dann ein bisschen mehr jung zu gestalten von unserer Seite. Wir sind auch zu 20% Jugend nächstes Jahr auf der Wahlliste, sodass wir beweisen, dass wir auch Interesse haben. Meiner Seite habe ich stand Rolf, das seid das, die andere Seite Claude. So stellen wir uns dann halt die erste Kehr in dieser Form der Presse, für euch auch zu weisen. Wir hatten während der Foire des Étudiants ein Sondage gemacht. Und das ist ein Stoff, wo wir heute für euch zu weisen, was dabei rauskommt. So, da kommen wir zu der ersten Frage von unserem Sondage, die wird letzte Spruch gegangen ist. Und du hast gefragt, wie wichtig ist für dich Lützeburger Spruch. Die Frage ist relativ klar geantwortet gehen. Mit einem Total von 1353 Antworten. Davon haben 77% ganz wichtig fand als Lützeburger Spruch. Was 1700 Leute sind. 20% haben deels das, da geantwortet. Und 3% und unwichtig fand, weil das letzte Spruch angeht. Wir sind aber dazu sagen, dass auch Schulen wie die Europaschule dazu teilgeholt zu dem Sondage. Und wir sind der Meinung, dass viel darüber geschwatzt ging in der letzten Zeit, über gestritten ging über das letzte Spruch. Aber es wäre schön, wenn die Politik eben gäbe, ob die jungen Klaustern, die ihre Zukunft repräsentieren, an den Jungen aufpassen, die eben aber fanden, dass als letzter Spruch ganz wichtig für uns ist. Die zweite Frage, das waren dann 12 Fragen, die eigentlich zusammen sind, an die ich noch nicht zusammen kann analysieren. Und das war erstens, bist du zufrieden mit dem Lützeburger Schulsystem? Durch den Total von 1.349 Leuten geantwortet, an nämlich 27%, also 368 Leute, haben ja gesagt. 27%, also 370 Leute, haben nicht geantwortet, also 46% nee, das waren 611 Leute. Da können wir eigentlich sagen, dass bald Halschen von den Jungen, die geantwortet haben, nicht zufrieden mit dem Lützeburger Schulsystem sind. Die zweite Frage, die da natürlich dabei passt, ist, berät das Lützeburger Schulsystem sich gut auf die Zukunft führen. Da hat ein Total von 1335 Leute geantwortet, an 30% haben ja geantwortet, also das waren 398 Leute. Wesentlich waren 40%, und da da 542 Leute, und nee waren 30%, und da 395 Leute. Somit können wir eigentlich sagen, am Total sind 70% entweder nicht zufrieden oder sie wissen nicht, ob sie zufrieden sind. Und da haben wir gesehen, dass ich muss probieren, für am Lützeburger System eine bessere Orientation und besser durchzustellen, wie viele Lützeburger Diplom wert ist. Damit können wir zum Beispiel von einem deutschen Abitur holen, wo ihn weiß, was der gewissen NC wert ist, also was der gewissen Durchschnitt wert ist und ob ihn da studieren kann, weil der Moment zu Lützeburg nicht wirklich präsent ist. Es muss ihn dazu auch so, dass ganz viele von den Schülern gesagt haben, dass sie nicht sicher sind, was Schule wert ist, bis an ein paar Jahre. Und das unterstreicht halt nicht, dass man nicht wissen, was ein Diplom wert ist, und das muss geändert gehen. Und wir haben gesehen, dass von den großen Problemen dabei war, dass die Schüler sich extrem frei dezidieren, nicht wie an den nobischen Ländern, und dass das eben das Orientierungslosigkeit weiter unterstützt. Und dass man vielleicht auch muss gucken, wie weit das Lützeburger Schüler mit einem Lützeburger Diplom hat es das oft die kürzeren Zählen zu denen Leuten aus den nobischen Ländern, denen ihr Diplom besser angesiegt. Neuerdings. Die nächste Frage, die wir mit der wir uns beschäftigt haben, das ist die Freiheit. Du hast gefragt, greift der Staat zu viel an den persönlichen Freiheiten an? Die Frage ist mit 1337 Leuten beantwortet gehen. Davon haben 15% mit Ja geantwortet, was respektive 196 Leute sind. 26% haben mit Weiß nicht geantwortet, was 346 Leute sind. Und 59% haben mit Nee geantwortet, was respektive 795 Leute sind.
Mir für uns als das Resultat relativ erschreckend. Wir mengen, das gibt Doro Laien, dass die Jugend von heute hier und allem die Jung kritisch denken mehr entwickeln, was auch vielleicht mit dem Schulsystem zu tun kann, wenn die Schulen nicht mehr genug kritisch denken gefördert wird. Die nächste Frage greift Europa zu viel an ein tägliches Leben an. Die Frage ist mit 1328 Leute beantwortet gehen. Davon haben 17% mit Ja gewählt, bei 222 Leute repräsentieren. 30% mit Weiß nicht, das heißt 395 Leute. Und 53% mit Nein gewählt, bei 711 Leute sind. Die nächste Frage, die wir gestaltet haben, ist gehört Türkei an die EU. Die Frage ist von 1323 Leuten geantwortet gehen. Davon haben 19% mit Ja gewählt, 20% mit Weiß nicht und 61% mit Nein gewählt, weil 815 Leute sind. Das ist ein relativ klar Aussage. Viele haben aber gesagt, dass es für die Türkei im Moment ausgeseit, auf keinen Fall. Und das vielleicht ein paar Jahre darüber diskutiert gehen. Im Moment laufen eben Negoziationen für dass Konditionen, dass Türkei Konditionen erfüllt, für an die EU ranzukommen. Wir sehen, dass die Jugend klar dagegen ist, dass die Türkei rankommt. Und ich meine, wir sind die Jugend, wir haben später mit der Türkei zu tun. Und soll auch da respektiert, wie die Jugend denkt, die eben mit Nein gewählt wird. Für uns gehören auch zu uns, für die EU, gehört für Europa eine geografische Grenze, die für uns, wo die Türkei nicht dazu gehört. Da kommen wir zu den letzten 2 Fragen. Da war die erste davon, interessierst du dich für Politik? Da hat man total von 1317 Leute, die geantwortet haben. An 30% um der 392 Leute haben Ja gesagt. 49%, also 653 Leute, haben Deels gesagt. An 21% um der 272 Leute haben Nein gesagt. Wir haben das als ein extrem positiv dann auf friedliches Resultat eigentlich gesehen, weil dann kann ich so an 70% interessieren sich wirklich, zumindest teilweise für Politik, was ja aber, wenn ihr bedenkt, wie viel von den älteren Politikern immer über Politik verdrossen hat von den jungen Klonen, aus das ja aber eine relativ große Pourcentage, den sich dafür interessiert. Die letzte Frage, das war, kennst du da der? Und du hast ein Total von 1316 Leuten geantwortet. Leider haben wir 65% und du hast da 849 Leute Ja gesagt. Auf 35% und du hast da 467 Leute Nein gesagt. Das ist natürlich eine nüchterne Bilanz und wir werden darunter schaffen müssen, dass mehr Leute da der Kennenwerte lehren. Wir müssen dazu auch sagen, wir haben nicht über die ADR gefragt und nicht über die anderen Parteien, das heißt, wir haben da auch einen relativ einseitigen Blick drauf. Und wir haben ja auch gesehen an der Umfrage, dass hauptsächlich Sujets die Jungen interessieren und nicht necessairement Parteien. Und ich meine, das gibt noch ein bisschen klar bei dieser Frage. Voilà, was am Resümee dieses Sondage geht, hat man dann 1353 Zetteln, was ziemlich repräsentativ ist, für das heute zu Lützburg für ein Sondage zwischen 500 und 1000 gültige Stimmen gefragt gehen. Und wie schon gesagt, das Altersvorschritt war zwischen 16 und 21 Jahren.